aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. B wie Burgkapellen. Sie waren Orte der Stille, des Gebets und manchmal auch der Macht, Burgkapellen. Kaum ein Raum in einer mittelalterlichen Burg war so symbolträchtig. Burgkapellen, spirituelle Zentren hinter dicken Mauern. Ab dem 11. und 12. Jahrhundert entwickelte sich auf vielen Burgen ein besonderer Raum, der weit mehr war als nur ein Ort der Andacht, die Burgkapelle. Als spirituelles Zentrum spielte sie eine zentrale Rolle im alltäglichen und festlichen Leben auf der Burg. In einigen Regionen zeigt sich ein deutliches Muster. Mit der Erschließung neuer Siedlungsgebiete, etwa durch Rodung, entstanden häufig sogenannte Urkapellen, oft in direkter Verbindung mit einem kleinen adligen Sitz, meist in Form einer Turmhügelburg. Diese frühen Anlagen bildeten das kulturelle und spirituelle Zentrum der neuen Siedlung. Im Laufe der Jahrhunderte verschwanden viele dieser frühen Burgen, doch die Kapellen oder Ursprungskirchen blieben oft erhalten und sind heute der stille Zeugen dieser Kulturlandschaftsentwicklung. Gut erhaltenes Beispiel, in dem Turmburg und Kapelle noch gemeinsam sichtbar sind, ist die Burg Freunsberg in Tirol. In den Burgkapellen versammelte sich nicht nur die Burgfamilie zum Gebet, auch wichtige Lebenssituationen wie Taufen, Hochzeiten oder Gedenkfeiern fanden in der Kapelle statt. Der Burgherr hatte dabei oft das sogenannte Patronatsrecht inne. Das bedeutet, er konnte über die Besetzung kirchlicher Ämter innerhalb seiner Kapelle mitentscheiden. Ein Ausdruck sowohl von Macht als auch von Verantwortung. Je nach Funktion und Lage unterschieden sich Burgkapellen in zwei Hauptformen. Die Hauskapelle war in die Wohnbereiche integriert und diente vorrangig der privaten Nutzung der Burgbewohner. Die Wehrkapelle hingegen war oft baulich mit der Ringmauer oder einem Wehrturm verbunden. Sie erfüllte nicht nur liturgische, sondern auch mitunter strategische Funktionen, etwa als Rückzugsraum oder Beobachtungsposten in Zeiten der Belagerung. Ein gutes Beispiel für eine Hauskapelle ist zum Beispiel die Kapelle auf der Burg Elz links zu sehen, mit sogenannten Flügeltüren, die man bei Bedarf öffnete, um im Prinzip hier eine Andacht zu halten. Rechts die Burg Hohenstein in Mittelfranken, die im oberen Bereich des Tores die Kapelle hat, wo gleich auch eine Wehrfunktion vorhanden war. Wo Glaube auf Strategie trifft, Typen und Standorte von Burgkapellen. Burgkapellen waren keineswegs immer gleich gebaut oder positioniert. Im Gegenteil. Ihr Standort auf der Burg konnte viel über Funktion, Status und sogar strategisches Denken verraten. Man findet sie in ganz unterschiedlichen Bereichen der Burganlagen. Manche Kapellen waren direkt im Palast untergebracht, also dem Wohn- und Repräsentationsbau der Burgherren, wo sie leicht zugänglich waren und zur privaten Nutzung dienten. Andere lagen im Birgfried, dem höchsten und wehrhaftesten Teil der Burg. Dort boten sie im Falle eines Angriffs sogar einen letzten Rückzugsort. Wieder andere Kapellen standen als freistehende Gebäude innerhalb der Burgmauer, besonders wenn sie auch von der umliegenden Bevölkerung mitgenutzt wurden. Ein besonders faszinierender Standort ist jedoch über dem Burgtor, wie bei der Burg Hohenstein in Mittelfranken. Hier wurde die Kapelle genau über dem Zugang zur Burg errichtet. Und das hatte mehrere Gründe. Zum einen galt der sakrale Raum als eine Art himmlischer Schutzschild über dem verletzlichen Tor, dem Schwachpunkt jeder Burg. Zum anderen hoffte man, dass der Anblick eines geweihten Gebäudes über dem Eingang, oft mit Fenstern, Glocke oder sogar Heiligenfiguren, mögliche Angreifer abschreckte oder zumindest zögern lassen würde. Glaube als psychologische Kriegsführung? Im Mittelalter durchaus denkbar. Auch architektonisch spiegeln Burgkapellen die Entwicklung der Epochen wider. Frühe Kapellen wurden in der Romanik mit dicken Mauern, Rundbögen und schlichten Formen errichtet. Später folgt die Gotik mit hohen Fenstern, Spitzbögen und reicher Ausstattung, häufig auch mit Fresken und filigranen Altären.
So wird schnell klar, Burgkapellen waren mehr als nur Orte des Gebets. Sie waren Ausdruck von Frömmigkeit, Macht und kluger Planung zugleich. Burg Hohenstein in Mittelfranken geht vermutlich auf eine Gründung im 11. Jahrhundert zurück, wird jedoch erst Mitte des 12. Jahrhunderts urkundlich erwähnt. Für eine Entstehung im 12. Jahrhundert spricht auch die über dem Tor gelegene Kapelle sowie das Besitz der Burg durch die Staufer. Burg Breitenstein wurde im 11. Jahrhundert durch die Herren von Breitenstein errichtet und im Zuge ihres Aufstiegs stetig erweitert. Aus dem ursprünglichen Torturm entstand eine romanische Obergeschosskapelle, die zur Hauptburg gehörte. Nach deren Aufgabe wurde die Vorburg zum Wohnsitz umgebaut. Im 17. Jahrhundert wurde im Erdgeschoss ebenfalls eine Kapelle eingerichtet, wodurch die Doppelkapelle entstand. Doppelkapelle der Burg Eger. Bereits im 10. Jahrhundert bestand anstelle der späteren staufischen Burg eine Vorgängeranlage, die unter den Staufern zur Kaiserpfalz ausgebaut wurde. In der Romanik entstand das Erdgeschoss der heutigen freistehenden Kapelle. In gotischer Zeit folgte das Obergeschoss, wodurch die bedeutende Doppelkapelle entstand. Besonderheiten zwischen Heiligkeit und Herrschaft. Burgkapellen waren nicht nur einfache Andachtsräume. Viele von ihnen überraschen durch ihre kunstvolle Ausstattung. Besonders im Hochmittelalter ließen wohlhabende Burgherren ihre Kapellen mit sakralen Wandmalereien schmücken. Die biblischen Szenen, heilige oder symbolischen Motive zeigten. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die Burgkapelle der Burg Lichtenberg bei Oberstenfeld, deren romanische Ausmalung bis heute erhalten blieb. Die Burg Lichtenberg bei Oberstenfeld wurde im 11. Jahrhundert erbaut und zählt zu den ältesten Höhenburgen Württembergs. Über Jahrhunderte war sie Sitz einflussreicher Adelsfamilien und wachte strategisch über das Bottwachtal. Besonders herausragend die romanische Burgkapelle, deren Innenraum mit gut erhaltenen Wandmalereien aus dem 13. Jahrhundert geschmückt ist. Ein seltenes Zeugnis mittelalterlicher Kunst. Szenen aus der Bibel und heiligen Legenden leuchten bis heute in kräftigen Farben und machen die Kapelle zu einem spirituellen Kleinod der Stauferzeit. Manche Kapellen beherbergten sogar Reliquien, also sterbliche Überreste von Heiligen oder Gegenstände aus dem Leben Christi, etwa auf der Burg Trausnitz in Bayern, wo einst eine Kreuzreliquie verehrt wurde. Solche Schätze machten die Burgkapelle nicht nur zu einem Ort des Gebets, sondern auch zu einem Pilgerziel und Statussymbol. Erbaut im 13. Jahrhundert als Residenz der Wittelsbacher, erhebt sich Burg Trausnitz majestätisch über Landshut. Im Inneren birgt sie ein sakrales Juwel, die gotische Kapelle, in der eine kostbare Kreuzreliquie verehrt wurde. Ein Splitter vom Kreuz Christi, Sinnbild mittelalterlicher Frömmigkeit und fürstlicher Macht. Und auch heute noch sind einige dieser Kapellen aktive Gotteshäuser. In Burgen wie der Salzburg in Unterfranken oder Burg Bentheim werden bis heute gelegentlich Gottesdienste, Taufen oder Trauungen gefeiert. Lebendige Zeugnisse der langen Geschichte dieser besonderen Räume. Die Salzburg bei Bad Neustadt an der Saale in Unterfranken entstand im 12. Jahrhundert und gilt als Paradebeispiel einer Garnerer-Burg, eine Burg, die sich mehrere Adelsfamilien teilten. Ihre romanische Kapelle St. Michael war dabei geistiges Zentrum und stiller Zeuge des ungewöhnlichen Zusammenlebens unter einem Dach aus Stein. Jetzt ist die Kapelle allerdings neogotisch überformt. Die Burg Bentheim in Niedersachsen wurde im 11. Jahrhundert erstmals erwähnt und wuchs zu einer mächtigen Residenz der Grafen von Bentheim, der heutigen Fürsten. Besonders eindrucksvoll die gotische Schlosskirche St. Johannes, erbaut im 15. Jahrhundert, mit feinen Sandsteinreliefs und reich verzierten Innenraum, ein herausragendes Beispiel mit spätmittelalterlicher Sakralarchitektur. Fazit: Glaube hinter Mauern. Ob prunkvoll oder schlicht, Burgkapellen zeigen uns, dass auch hinter dicken Mauern der Glaube lebendig war. Sie waren mehr als nur architektonisches Beiwerk, spirituelle Rückzugsorte, Statussymbol und manchmal sogar Schutzräume. Wenn ihr noch tiefer eintauchen wollt, schaut auch gerne in mein Video C
wie Chor rein. Dort erfahrt ihr mehr über die liturgische Details von Kapellen und Kirchen auf Burgen. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos.